Jedereen huet recht op den Schutz vun sengen perélegen Donnéen. So steht am Artikel 8 vun eiser Europäischer Charta vun de Grundrechte. E fundamentale Prinzip, den als europäesch Recht op Privatsphär ënnerstreicht. Oni déi Schutz könne Selbstbestimmung a Freiheit, an dat sind die zwei Pilier vun eiser pluralistischer Demokratie, net existieren. Lo wisse ma awer, dat als perélech Donnéen benutzt ginn fir als Menung, als Akafspräferenzen, awer och die Äderweis, wie man als Stimme bei enger politischer Wahl aufginn, ze beaflossen. Dofir ass de Schutz vun eise perélegen Donnéen so wichtig. Wat mache mir, fir dee Schutz ze garantiieren? Wir brauchen eng solid Gesetzgebung, déi och solid appliéiert gëtt. An 2 Mäint tritt die neue europäesch Legislation iwwer den Datenschutz a Kraft. 6 Joer nodem ech Legislation als zuständigen EU-Kommissär proposéiert hat. Dat war am Joar 2012. Durch die neue Legislation gëtt Recht op de Schutz vun de perélegen Donnéen garantiiert, anzwar europaweit. De letzte Weekend huet den Christopher Weil vun Cambridge Analytica, dat ass eng Entreprise, die durch Manipulation de Brexit an dem Trump-Wahlkampf beaflosst huet, de Mann huet erklärt, wéi dieses System et fertigbrucht huet und Daten vun iwwer 50 Millionen Facebook-Profiler ze kommen, durch d'Analyse vu Liken, Status-Updaten, Messagen a vieles méi. Et ass den gréissten Datebruch an der Geschicht vun de soziale Netzwerker, mat grosse Konsequenzen fir Facebook. Wosten déi dovun beschéet? Fir wat hunn sie den Dateklau net verhënnert? Facebook werd e puer Antworte musse ginn. Fir allem, weil des Daten anscheinend dofir bemotzt gisinn, fir d'Wieler an de Vereinigte Staaten ze profiléieren an ze sibléieren. Dat man Ziel, d'Wahlen zugunste vum Donald Trump ze beaflossen. Wéi? Me ganz einfach. Dodurch dat spezifisch perélech Messagen und Leiit gescheckt gesinn, fir sie individuell unzusprechen. Wéi sie denken, wesinn op Basis vun ihre perélesche Profiler, déi aus de Facebook-Daten herausgelees kënne ginn. Mat deise perélegen Online-Daten können also psychologisch Profiler opgebaut ginn, aus denen aus politisch Präferenzen kann deiten, an dorops können Spezialisten dann hier psychologisch Kriegswaffen opbauen. Das nach net klar, wie ein Hai wat fir eng Verantwortung dreht. Mei eng Sach as fir mech kristallklor, nämlich dat mehr de Produit vu Facebook an op vielen andere Plattformen sinn. Wa mehr Online-Servicer benutzen, das sind die net gratis. Mir bezuele mat eise perélegen Donnéen. Betrieber können die Donnéen und Werbeagenzen weiterverkaufen, die des Informationen da benutzen, für den Einzelnen mat Werbung zu zibléieren, an wie mir lo gesinn hun, für seg Menung, seg Weltusichten an sein Wahlverhalten zu manipulieren. Was soll mir dann lo machen? Alle Social Media Konten löschen, an Angst kree für Internet? Nee. Lass ma eis lo beruhigen an net überdreiben. Wir müssen e gesunden Equiliber fannen zwischen Nutzen, Sicherheit, Privatsphäre Internet. An genau dat als Ziel vun der neuer Datenschutzlegislation. Konditionen schaffen, für das Leid davantage von der digitaler Technologie können benutzen, a gleichzeitig können sicher sehen, dass hier Donnéen nicht missbraucht gehen oder nimmen da könne benutzt gehen, wann den Einzelnen die Nutzung ausdrücklich erlaubt wird. An Lützeburg, an der ganzen Geschichte, der Grand Duché ist keine Ausnahme, auch bei Eis gibt es Datenverletzungen. Das Centre des Technologies de l'Information de l'État, der ja zuständig ist für die Digitalisierung von unseren Administrationen, rapportiert, dass in 2017 nicht minder wie 30.000 Virussen auf seine Systeme interceptiert wird. Smile, Security Made in Luxemburg,
von denen Hauptakteure für Cybersicherheit zu Lützeburg, schwätzt von 1200 Cyberattacken Jahr am privaten Sektor. Und das höchstwahrscheinlich nicht spitzt vom Eisberg. Für ein paar Wochen sind Chamberleaks reveliert gehen. Tausenden Dokumente gofen möglicherweise von der Chamber geklaut, von mannerwichtigen administrativen Dokumenten bis zu höchstsensibel vertraulichen Berichten, zum Beispiel von der Kommission, die den Geheimdienst kontrolliert, oder Noten über die Vorbereitung von Auslandsvisiten. Das Ausmaß von dem Leak sind noch nicht bekannt, aber der Reputationsschuld den ist schon hautgroß. Diese Episode weist deutlich, dass am digitalen Zeitalter persönliche Daten den nötigen Schutz brauchen, für so Attacken nicht ungeschützt ausgeliefert zu sein. Aber ist sicher, Digitalinnovation wird sich weiterhin ganz sehr verbreiten. Sie soll nicht gestoppt gehen, aber sie muss an die Hand geholt gehen, für das als freie und pluralistische Gesellschaft nicht an Gefahr gerät. Dafür ist die neue Regelung für den Datenschutz ein gewaltiger Schritt nach vor. Sie gilt heute bei den Experten als ein erstklassiger Standard für Datenschutzlegislation überall auf der Welt. Die neuen Regeln garantieren den Betrieben eine Vereinfachung von ihren administrativen Prozeduren, eine Legislation am Platz von 28. Sie geben den Bürger Kontrolle zurück, was hier persönlich Daten anbelangt. Für allem wird dem Bürger seine Zustimmung obligatorisch sein, für das Daten dürfen verboten gehen. Die Rezentskandale haben gewiesen, wie wichtig es ist, neue Regeln zu haben und zu applizieren. Nicht nur für den Verbraucher mehr Rechte zu geben, aber vor allem auch für unsere Demokratie zu schützen. Das neue europäische Datenschutzrecht wird sicher lange brauchen, für das Vertrauen zwischen den Verbrauchern und dem digitalen Service herzustellen. Etwas steht aber fest. Auch das beste Gesetz kann nicht die eigene Wirksamkeit ersetzen. Das Datenschutzgesetz ist nicht mehr so stark wie das schwächste Glied, und das ist der Bürger. Also aufpassen, ist unerlässlich.